It's lights out and away we go. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021 in der MyTeam-Karriere mit Kassel Motorsport. Wir sind wieder mal eine mehr zurück. Wir gehen jetzt nach Ungarn. Das wird auch die letzte Folge sein, die ich in 2021 aufnehme, weil wir haben heute den 22. Jetzt hätte ich fast Januar gesagt, Dezember. Also wir sind kurz eigentlich vor Weihnachten und auch vor dem neuen Jahr. Und ich weiß zwar noch nicht, wenn die Folge rauskommt, aber wenn sie noch in der Weihnachtszeit rauskommt, dann nachher schon mal ganz schöne Weihnachten an die alle, die es feiern natürlich. Und auch dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und falls die Folge nach dem alles kommt, dann hoffe ich, habt ihr schöne Weihnachten gehabt und sind gut gerutscht. Und ich hoffe auch natürlich, dass meine Facecam geht. Das letzte Mal in der letzten Folge hat es leider nicht funktioniert, da hatte ich ein bisschen Probleme. Aber ich habe es jetzt noch frisch eingestellt, also ich hoffe, es verhebt jetzt, aber ich kann leider auch nicht garantieren. Aber ja, wir probieren es jetzt gleich einmal. Wie gesagt, wir gehen jetzt nach Ungarn, eine Strecke, die ich jetzt nicht so gerne fahre. Das habe ich schon im letzten Video angekündigt. Und ja, dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Wir sehen uns gerade wieder im Blitzqualifying. Ich fahre wie immer das Training noch. Das zeige ich aber nicht im Let's Play, weil das sonst würde die Videolänge sprengen. Und ja, wir sehen uns gerade wieder im Blitzqualifying. Let's go! So, herzlich willkommen zum Blitzqualifying. Ja, wie erwartet, habe ich ein bisschen Mühe auf der Strecke, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Setup ist eigentlich nicht schlecht, also mit viel Grip. Also ich fühle mich eigentlich mit dem Setup gut eigentlich, oder wohl. Aber ich kann einfach die Strecke nicht fahren. Ich weiß auch nicht wieso. Das war nie meine Strecke und es wird auch nie meine Strecke werden, habe ich so das Gefühl. Aber ja, wir gehen jetzt mal ins Blitzqualifying rein, wir schauen mal, wo wir uns qualifizieren können. Es kommt jetzt regnen im Qualifying, also wahrscheinlich wird es wieder so sein, es startet trocken und endet dann im Regen. Und das Rennen selber bleibt dann trocken. Und ja, hoffen wir das Beste. Let's go! Okay, es regnet jetzt schon. Okay. Da wird jetzt echt tricky werden. Ah, scheiße. Ein bisschen weg von der Linie. Nicht so optimal gewesen alles bis jetzt. Zehnter, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, der zweite Sektor ist halt immer so ein bisschen tricky. P10 ist jetzt auch nicht ein optimaler Start, wo wir da rauskommen. Ich glaube, es war P10. Schauen wir nochmal schnell nachher da. Ja, P10. Okay, Mick Schumacher auf P13, also wir sind da nicht weit voneinander weg. Und ja, die beiden Mercedes haben Startplatz 1 und 2 vor dem Verstappen. Dann. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen gerade ins Rennen und probieren mal unser Bestes, dass wir vielleicht immerhin noch Punkte holen können. Ich glaube, das Podium wird schwierig. Wir haben jetzt wirklich ein paar gute Rennen gehabt, wo aber auch Strecken waren, die ich oft fahre.
Ungarn ist eben leider eine Strecke, die gar nicht dazugehört. Aber ja, wir gehen mal ins Rennen. Let's go! Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Perez, Daniel Ricciardo und Leclerc, Sainz, Vettel, ein Wagen des neuen Teams und Pierre Gasly, Ocon, Mick Schumacher, George Russell und Norris, Tsunoda, Stroll, Callum Ilott und Antonio Giovinazzi, Latifi, Mazepin, Schwartzman und Giuliano Alesi. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Wir haben ein paar Punkte gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 hin. So, herzlich willkommen zu der Startaufstellung. Wie wir sehen, starten wir von P9. Das heisst, es hat noch irgendwo eine Gridstrafe gegeben, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es war. Wir schauen noch gescheit die Rennstrategie rein. Wir gehen mit der roten los und gehen in Runde 6 schon auf die Mediums, also auf die härtere Mischung. Das ganze Rennen bleibt eigentlich schön. Gegen Ende des Rennens wird es ein bisschen bewölkt, aber das soll uns nicht weiter stören. Und ja, ich glaube, das ist soweit in Ordnung, die Strategie. Und dann würde ich sagen, legen wir los und hoffen auf ein gutes Rennen. Let's go! Oh, die Ampel hat sehr lange an. Oh, einen schlechten Start gehabt. Ja, einen sehr schlechten Start gehabt, weil irgendwie hat mir gerade die Leistung komplett gefällt am Anfang. Oh, da habe ich Berührung gehabt. Oh, nochmal eine Berührung. Oh, unser Teammate, auf den müssen wir ein bisschen aufpassen. Der wird jetzt nicht irgendwie abschiessen. Okay, das ist noch einigermaßen gut rausgekommen. So, okay, wir versuchen zum Sainz zu fahren jetzt. So, wir sind langsam hinter dem Sainz dran. Aber die haben schon ein bisschen Probleme. Okay, wir können ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Sei dir bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden. Okay, Abnutzung am Motor, Leistungsverlust ist angesagt. Wir sind irgendwie immer im DRS-Fenster, aber die dort vorne sind einfach ein bisschen langsamer, schneller. So, wir gehen in die Box. Let's go. Und ich hoffe, ich komme mit den gelben Reifen besser zurecht. Jetzt die roten sind recht enttäuschend gewesen. Also ich bin einfach nicht an Sainz hergekommen. Ich weiß nicht, ich bin immer wieder ein bisschen dran gewesen und dann habe ich aber wieder verloren. Das Gute ist, wir haben jetzt niemanden hinter uns, der auch in die Box hineinkommt. Oder da ist noch eine gelbe Phase. Ocon. Ocon, der ist glaube ich schon in Dings ausgeschieden, in Silverstone. Jetzt hat er wieder den DNF geholt. Bitte für ihn.
Okay, der Mick ist in die Box gegangen und wir sind wieder vor ihm, aber wir sind das mal weit vor ihm. Also wie der wahrscheinlich einen schlechten Boxenstopp hatte, habe ich mir jetzt mal an, oder musste warten in der Box. Oh, wir haben den Sainz überholt in der Box. Oder über die Box rein. What? Haben wir so gute Outlaps gehabt oder was? Hä? Oder haben wir einfach so einen Hammerstopp gehabt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir nicht geachtet, was ich für eine Boxenstopp-Zeit hatte. Aber wir sind vor dem Sainz. Krass. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,4 Sekunden. Okay, sind wir P9. Gut, eine Position ist natürlich noch geschenkt wegen dem Ocon. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich verteidigen. Ich glaube, gegen vorne geht nicht mehr viel. Das heisst, mehr verteidigen gegen hinten raus. Boah, sehr schlechter Exit gehabt. Jetzt kommt natürlich der Sainz. Okay, konzentrier dich. Wir müssen dranbleiben. Da können wir aber gleich wieder zurück kontern. Schön eingebremst. Okay, der Sainz tut jetzt abreißen. Ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar einen Schaden geholt hat weg aus dem Zweikampf. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nichts gemerkt, dass er mich berührt hat oder nicht gehört. Aber es ist immer gut möglich. Ja, er geht in die Box. Okay, in dem Fall hat er einen Frontflügelschaden geholt. Okay, der Abstand Und somit ist der Mick kein Punkt. 0,4 Sekunden. Oh! Heckflügel. DRS-Fehler wieder mal einmal mehr. Mein Gott, ich habe echt viele DRS-Fehler. Ich muss unbedingt die Strapaziefähigkeit ein bisschen verbessern. So, also wir holen den Gasly vor uns langsam auf. Wir sind schon schneller als er. Allerdings denke ich nicht, dass wir noch werden holen vor Rennende. Der Abstand ist zu gross. Und meine Reifen werden jetzt demnächst auch ein bisschen aufgeben, denke ich. Sie sind zwar erstaunlich gut, ich habe gefühlt noch recht viel Grip. Sainz geht jetzt mal Vollgas. He? So, letzte Runde, 1,8 Sekunden hinter dem Gasly. Wir haben jetzt noch ein paar gute Runden gehabt, muss ich ehrlich sagen, dass wir noch so neu auffahren können. Aber wir werden ihn nicht mehr holen, außer dort vorne Ricciardo, Vettel ist ja glaube ich noch dort vorne. Höchstens dort geht noch etwas, wo die anderen Autos ein bisschen aufhalten. Da könnten wir vielleicht noch irgendwo ein bisschen profitieren. Aber ich glaube es auch eher weniger. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ah, jetzt war es. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen schlechten Sektor. Ja, 1,5 Sekunden. Also wir sind zwar immer noch ein bisschen schneller als die da vorne, aber es reicht einfach wirklich nicht. Aber jetzt fahre ich eine komplett falsche Linie noch. Ja, schade. Also immerhin P9, also wir haben Punkte geholt. Wir sind dort gelandet, wo wir auch gestartet sind. Der Mick Schumacher, so wie es aussieht, kann er auch P10 heimfahren, also halt auch nochmal einen Punkt. Und ja, eben, es ist eine Strecke, die ich jetzt wirklich nicht gerne fahre und auch nicht oft fahre. Es ist auch, ich weiß nicht, Ungarn war einfach noch nie so mies gewesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ja, immerhin haben wir Punkte holen, also so Schadensbegrenzung zu sagen. Und ja, wir gehen mal weiter ins Hauptquartier, würde ich sagen. Also es war wahrscheinlich eine recht kurze Folge, denke ich jetzt mal. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, es ist nicht viel passiert, weil es ist auch wirklich ein ruhiges Rennen war, muss ich ganz ehrlich sagen. So, also, wir sind wieder zurück im Hauptquartier und haben eine Vertragserneuerung mit dem Mick Schumacher. Schauen, was er da jetzt will.
...6,3. Ich würde eigentlich ehrlich gesagt... Also seine Anforderungen sind 6 Millionen. Und sonst Personaltyp 2 haben wir schon. Und Teamanerkennung ist schon auf 18 und der möchte mindestens 10. Also ich könnte rein theoretisch auf ein hohes Risiko gehen und versuchen. Das wollen wir mal probieren. Nein, kommen wir auf mittleres Risiko. Das sollte eigentlich gehen, weil wir haben die Anforderungen drin alles. Das sollte eigentlich da schon zum abgelehnt. Der Mick, Alter, abgehoben, der Siech, Mann. Einfach abgehoben, der Siech. Und jetzt? Probieren wir halt nochmal. Ich werde eigentlich schon mit Teamkollegen neu verhandeln. Dann geben wir ihm halt ein bisschen mehr Geld. Oh, jetzt wollte er noch mehr Kohle sehen, man. So ein Siech. Ach komm, der halt. Nimm. Geldgeiles Siech, ey. Das ist unglaublich, der Mick. So, bestätigen. Mein Gott. So ein Siech. Also wirklich so ein Lümmel, ich sage das also. So, also wir haben noch ein Presseinterview. Wir machen jetzt aber noch schnell zuerst F&E. Beziehungsweise, wir machen zuerst Aktivitäten noch. Also kann ich gar nicht mehr. Scheiße. Okay, dann machen wir jetzt halt gleich zuerst F&E. Und zwar haben wir noch etwas am Laufen, nur noch Aerodynamik haben wir noch etwas am Laufen. Ich würde sagen, Strapazierfähigkeit wäre halt schon wichtig langsam, glaube ich. Aber ich weiß nie, was ich wirklich genau entwickeln oder was Sinn macht. Da habe ich jetzt eigentlich fast nichts mehr. Mal da etwas gehabt. Das Halo. Bremsscheibenbreite. Ich weiß gar nicht, das sind glaube ich die Updates bei den Bremsen, wo dann nachher die Räder immer gerade instant blockieren. Ist das möglich? Ich weiß es nicht mehr. Ich mache mal empfohlene Upgrades. Das hat er mir das da. Also ich soll da einfach Strapazierfähigkeit, ja, das müssen wir schon machen. Wir müssen die Strapazierfähigkeit ein bisschen fördern bei unserem Auto, weil die ist wirklich im Keller unten. Und dann mache ich jetzt ein Interview, das lasse ich aber nicht im Video drin, weil das ist immer recht langweilig. Wir sehen uns gleich wieder. So, also wir sind wieder zurück im Hauptquartier und haben jetzt das Interview gehabt. Und ich würde mal sagen, wir machen hier weiter. Jetzt haben wir eine Saisonpause, weil das nächste Rennen ist in Belgien. Und können wir noch eine Aktivität machen? Ja, wir können hier noch ein Reaktionstraining machen. Wir haben noch so ein Sponsoren-Ding. Und Fahr-PR, so. Da läuft es uns dann nochmal rauf. Und dann, ja, dann geht es nach Belgien. Wir machen hier noch schnell kurz weiter. Ich glaube, es keine Updates rein, aber jetzt mal machen wir auch DRS dort. Vielleicht bitte klappt. Yes, okay, gut. Wir haben die DRS-Klappe haben wir noch etwas gemacht, oder etwas am DRS haben wir noch gemacht, ein Update meine ich. Jetzt ist mir das Wort einfach nicht in den Sinn gekommen. Und es hat Klappen gehabt. Das nächste Rennen in Belgien, wieder eine Strecke, die ich sehr gerne fahre. Und ich glaube, da ist vielleicht auch etwas möglich. Ich hoffe einfach, dass die anderen Teams nicht so viel entwickelt haben. Alpine ist sicher gefährlich. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Rennen wieder, wie gesagt in Belgien. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich immer eine Bewertung für uns, wie auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen. Und wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!